Hey, bist du eigentlich so frech, du blöd? Was ist eigentlich noch dümmer? Ich habe aus guten Gründen eine Airbag-Weste an. Auch wenn ich immer denke, ich bin richtig unsportlich. Ah, und jemand hat mir geschrieben, ich soll mich umbringen. Das stinkt hure nach Furz. Hallo zusammen, willkommen zurück auf YouTube. Wir sind jetzt 10'000 Abonnenten, darum habe ich so gefigured, okay, fuck, muss mal etwas machen. Es gibt einen Vlog, einen Weekly Vlog. Die ganze Woche probiere ich euch mitzunehmen. Es ist auch ein Dyson-Paket angekommen und die haben mir ein Pet-Grooming-Kit geschickt. Eigentlich kann ich ja in den Stall wählen, gell? Das ist so wie so ein bisschen... Au! Ja, so bürstig. Dann kann ich so über Tilda drüber fahren mit dem Staubsauger und sie ist literally Staubsaugen. Hure geil. Danke vielmals, Dyson. Hey du, hier gibt es ein Äpfel. Aha, musst... Oh. Natürlich, musst du den kleinsten Äpfel auf der Welt halbieren. Schau mal, Bro, die ist so... Ah! So ein Biest. Sie ist jetzt... Ah! Sie ist jetzt genau 4 Monate alt. Hey, bist du eigentlich so frech, du blöd? Ja, man sieht es jetzt schlecht, he? Aber ich bin mich am ready machen fürs Gym. Wieso fühle ich mich so da am wohlsten? Und jetzt habe ich gecheckt, das ist einfach, weil das mein Reit-Outfit ist. Einfach aus, als würde ich reiten und ich bin mir das halt so gewöhnt. Also hey, im Gym immer nur das anlegen, wo man sich wohlfühlt. Schiss mich an. Low-key. High-key. Ich sage es euch, wie es ist. Ich bin jetzt gerade so glänzig, weil ich mit der Tilda rumgetanzt habe. Ich habe das TikTok davon gepostet. Vielleicht habt ihr es gesehen. Healthy Girl Era. Wir gehen jetzt laufen. Hübschi Gocki. Nein. Nicht um so die asoziale Sau sein, aber doch um die asoziale Sau sein. Weil, hör mal, habe ich schon davon erzählt, dass im Wald immer so ein alter Mann ist, der einfach alles über mich weiss und mich nicht gehen lässt und mit mir mitläuft. Und er läuft gerade vor mir und wartet, bis ich quasi abgecatcht habe. Und ich laufe jetzt so langsam, also no joke. Ich habe keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Es hat nicht mal etwas, also doch schon etwas mit ihm zu tun, aber so, lasst mich doch in Ruhe im scheiß Wald, mitten im Nirgendwo. Hey, Skinner! Hey! Ganz vergessen zu vloggen. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Stall. Ich habe nochmal gemischt und muss die jetzt putzen, weil sie sich richtig dreckig gemacht haben. Jetzt haben wir voll eingeklemmt hier. Ja, heute passiert nichts Spannendes mehr. Tschüss, Alter. Ich bin jetzt im Bett. Ich habe gerade die grusige Erkenntnis gemacht, dass ich hure lang mit der Tilda am Knuddeln war. Und dann steht sie auf und hat so eine fette Blutschneck im Fell. Ich würde eigentlich auch, ich kann wirklich nicht mehr daran denken. The 5-Year Memory Book. Some Lines a Day. Das mache ich wirklich jeden Tag. Und wenn ich es mal vergesse, dann hole ich es halt einfach nach. Und da kann man so 5 Jahre lang, schreibst halt so 3 jeden Tag, was passiert ist. Und dann, wenn das so hure gut will, ich habe kein Gedächtnis. Und so weiss ich voll, was gelaufen ist. Und muss am Schluss des Tages auch noch mal so darüber nachdenken, was ist eigentlich gelaufen, weil hure oft vergesse ich halt, was ich überhaupt gemacht habe und fühle mich dann so, als hätte ich gar nichts gemacht. Und dabei habe ich eigentlich etwas gemacht und weiss es auch noch nicht. Schaut mal. Es ist so schlimm geworden, das Einklemmte. Wir sind jetzt im Stall. Jetzt am Putzen, ready machen. Nachher gehen wir, weil es ist einigermaßen blauer Himmel. Und später ist es anscheinend nicht mehr so. Ich habe in dieser Sekunde gerade Bescheid bekommen, dass meine Podcast-Show ausverkauft ist. Einerseits ist das fucking geil, andererseits so Hilfe. Oh, Scheiße, Mann. Jetzt muss ich es richtig gut machen. Also hätte ich sowieso müssen, aber so. Ihr wisst, was ich meine. Anderes Thema. Ich habe aus guten Gründen eine Airbag-Weste an, weil die Madonna ist einfach so, also ohne Scheiß, ich weiß nicht, was ihr das Problem ist. Tut sie einfach aus Prinzip probieren, mich abzubocken und abzusteigen,
Jedes Mal, wenn ich drauf hocke. Also beim Ausreiten, in der Halle ist die ganze Liebe. Aber jetzt ist es eigentlich immer so, sie probiert und dann läuft sie aber gleich brav weiter nachher. Also schaut mal. Kannst du mir nicht sagen, dass das wie eine wirkt, die irgendwie ein Problem mit mir hat? Ich weiss nicht, wieso sie es macht. Aber wir machen jetzt einen cozy Ausritt. Es ist so schnell gegangen, jetzt, dass ich Tränen in die Augen habe vom Wind. Das haben wir übrigens in der Zwischenzeit nochmal probiert abzusingen. Kein Thema. Aha, hure geil, wir haben alle Hufschuhe verloren. Nochmal alles zurückreiten, Bro. Ich hasse die scheiß Hufschuhe. Eigentlich sind sie gut, aber wenn man schnell reitet, geht es einfach nicht. 2 Sekunden später wäre ich abgestiegen, ohne den scheiß Airbag zu lösen. Wer hat jetzt Angst? Madonna. Dani, das bin ich. Das ist meine scheiß Weste. Ja, was ist eigentlich noch dümmer? Ich habe aus guten Gründen eine Airbag-Weste an. Ah, hört sie jetzt schon auf? Bro, die Patronen kosten 40 Stutz oder so. Für nichts. Boah, das haben wir voll ins Gesicht geschlagen. Also so das... Wow, aber hure geil. Das bin ich. Ja, geil, das hat richtig geknallt. Wie hört das wieder auf? Kann ich das einstoppen? Schuhe haben wir gefunden. Alles, was dran war, ist kaputt, Bro. Das ist so eine fucking Geldverschwendung. Bro, mein Gesicht macht einfach immer noch weh von diesem scheiß Airbag. Wir haben es überlebt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Den letzten Hufschuhe habe ich ganz am Anfang gefunden. Sie sind halt am Anfang schon umgestiegen und dort hat sie ihn anscheinend verloren. Das heisst, ich habe alle Hufschuhe. 2 sind gleich kaputt, aber wenigstens habe ich sie. Ich tue noch Misten und dann gehe ich wieder rein. Tippi! Tira Fuß. Fuß. Sie macht schon gut, oder? Wir üben ein paar Sachen. Und zwar, dass sie wieder kommt. Dass sie sitzt, weil sie ist sehr hyped und dann sitzt sie eben nie an. Und ja, dass sie einfach ein bisschen bei mir bleibt eigentlich. Zilla! So. Sit. Wait. Komm hier. Wait. Tutti. Darf ich dich anleinen? Tutti. Sit. Wait. 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 Ui. Ui. Nein. No. Sit. Irgendwie geht es mir sofort besser, wenn ein blauer Himmel ist und ich mich ein bisschen bewegt habe. Auch wenn ich immer denke, ich bin richtig unsportlich. Bro, sorry, ich hasse einfach Schulsport. Aber eigentlich brauche ich, glaube ich, ein bisschen Bewegung. Vielleicht geht es mir einfach sonst ein bisschen besser. Falls ihr irgendjemand im Wald rumliegen seht, das bin ich. Keine Sorge. Irgendwie stinkt es da. Bäh. Guten Morgen. Was ich euch gestern nicht mehr gezeigt habe, ist, dass ich noch ein Werbevideo gefilmt habe. Einfach so random am 11 Uhr abends, weil ich noch eine Idee hatte. Was noch? Keine Ahnung, aber jetzt ist meine SD-Karte kaputt. Wo alle meine Sachen für diesen Vlog drauf sind. Und ich habe eigentlich auch schon das Video halt angefangen zu schneiden. Also alles, was ich bis jetzt gefilmt habe, habe ich schon geschnitten im Voraus. Und ich am probieren, das alles zu recoveren. Heute gehen wir ins Kino mit dem Management. Life as a Content Creator ist, dass du fucking abhängig von Technik bist, aber Technik ist nicht reliable. Fuck you, Technik, Alter. Ah, und jemand hat mir geschrieben, ich soll mich umbringen. Zu dem bin ich heute Morgen aufgewacht. Ah, das juckt mich natürlich nicht. Update, ich bin eine Cooking Queen. Veganes Dönerfleisch. Nein, veganes Kebabfleisch und Pommes. Healthy Girl Era, Healthy Girl Era. Ich tue jetzt wieder misten und sie raus. Also das obligatorische Umtoben. Diesmal wieder mit der Coco. Ich habe mich geschminkt, ich habe das Outfit ausgesucht. Aber das Outfit ist verdammt hässlich. Da rein! Im Parking. Wahrscheinlich wieder die erste, die da ist. Wie Viertelstunde zu früh. Ich habe so das Gefühl, ich komme zu spät. Wir haben einen ganzen Kinosaal für uns selber. Team-Event, Team-Event. Ja, Smart. Ich finde Smart so herzig. Aber so gleichzeitig, wenn du mit diesem Autounfall hast, tschüss. Eigentlich kann ich tschüss sagen, aber tschüss passt auch. Schau mal, wo ich in meinem scheiß Auto hocke. No joke, da vorne muss ich hocken. Und jedes Mal, wenn mich jemand überholt,
Und wenn ich jemanden überhole, sehe ich, dass sie mich so anschauen und so richtig so, ja, ist ja klar gewesen. Eine, die so da hockt, oder? Sorry übrigens, ich muss immer noch alles mit meinem scheiß Handy filmen, weil meine SD-Karte ist halt voll kaputt. Ich kann nichts mehr machen. Sorry, ich finde das richtig cool, dass ich einfach Free Will habe. Und auch so mit meinem Auto irgendwo anfahren kann. Und so, irgendwo bin. Wir haben eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Und Alter, ich war so streng, andere werden zahlt, um ein Wort zu sagen, wir müssen den Scheiß gratis machen. Oh nein! Also blau. Teile. Nein. Oh mein Gott. Der Verlierer. Miss International. Le Loser. Loser. Laufen immer so. Bah! Der Genuss so weißt. Ich bin wieder zu Hause, ich habe es überlebt. Es war funny, es hat einfach sehr viele Sexszenen in dem Film gehabt, den wir geschaut haben. Und nachher hat sie mir, wir haben es halt über den Laptop abgespielt, nachher hat irgendwie der Laptop nicht funktioniert. Und dann haben wir einfach die gleiche Sexszene so 10-mal nochmal zurückgespult und nochmal geschaut. Und, also wir Girlies sind halt einfach so gewesen, okay, Leute, wir können es auch lassen. Und die Typen sind so gewesen, oh, Leute, probieren es nochmal. Sie haben so Freude gehabt, Tilda und Coco, dass ich wieder gekommen bin. Dass ich fast ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich gegangen bin überhaupt. Jetzt hatte ich noch ein bisschen mit meinem Manager zu tun, wegen so ein paar Deals und so. Und dann muss ich auch schon bald gehen. Der andere Manager heim. Jo. Hure viel fragen so, wow, was ist das für eine Rasse? Mega herzig. Und ich bin so, Bro, haben ihr nie eine Golden Retriever Obsession gehabt? Oh mein Gott. In gefühlt 2 Wochen ist meine Live-Podcast-Show. Eigentlich wollte ich ins Gym, aber ich bin einfach nicht aufgestanden. Es schifft, Gott. Wir sind jetzt daheim. Tilda und ich. Tilda ist da hinten. Ich habe Tilda mitgenommen. Und mein Manager, also beide, haben Babys. Und jetzt hat Tilda zum ersten Mal ein Baby kennengelernt. Und einen riesigen Hund. Und es war eigentlich mega lieb. Aber ich will das Baby. Das war so herzig. Sogar wenn es traurig ist, es ist so ein herziges Baby. Nicht ein Alien-Baby, nicht so ein hässliches. Guten Morgen. Ich sollte sehr viel machen heute, aber Leute, ich muss meine Energie sparen für die Bar heute Abend. Kennt ihr das? So überlegt, so Bro. Eigentlich sollte ich einfach nur chillen, damit ich richtig mag. Und wir sind jetzt, haben ein PR-Paket geöffnet. Meine Mutter ist richtig invested immer. Also richtig, wow, was ist das? Ich komme nicht raus. Also wir haben von Clinique einmal Black und Pink Honey. Black Honey brauche ich sowieso immer, das habe ich schon wieder eingepackt. Leute, haben eure Eltern das eigentlich auch, dass sie immer, wenn sie so die Frontkamera öffnen oder auf Snapchat, haben eure Eltern Snapchat, aber meine Mutter hat Snapchat, dann geht sie auf Snapchat und dann sieht sie halt sofort sich selber und dann macht sie gerade so oh! Und das finde ich so traurige Realität und das machen einfach alle Leute in diesem Alter und ich verstehe nicht so, sie müssen auch in den Spiegel schauen können und sich geil finden. Mamas Statement? Also Pink Honey zum ersten Mal. Ich habe das eben überall gesehen. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen geeiert. Ich antworte dann den Brands immer so auf die Stories und bin so, wow, mega cool und so, in der Hoffnung, dass es einfach kommt. Und ich habe glaube schon so 40 Mal auf die hure Pink Honey Stories geantwortet und kommentiert und wow, hard work pays off, oder? Ich sollte Hundefutter kaufen. Die Coco hat einfach kein Futter mehr. Die ganze Zeit dachte ich, es hätte noch, aber es war nicht ihr Sack. OMG, Zalando Haul. Also kein Haul, ich zeige es euch nicht. Das ist nicht so spannend. Aber ich zeige euch Hosen. Das sind Baggy Jeans von Gina Tricot. Oh mein Gott, 3-mal raten, was ich jetzt mache. Ihr habt es sicher schon herausgefunden bis jetzt, oder? Wie das Game läuft bei mir jeden Tag. Das schönste Ross auf der Welt. Ja, du bist auch hübsch, aber schon nicht ganz gleich. Schon nicht ganz gleich. Du bist dafür die schnellste. Das Video soll halt auch low-key ein Reality-Check sein, weil ich glaube, Leute stellen sich das so voll crazy vor, selbstständig sein und bla. Und es ist crazy, weil es ist einfach surreal und so ein bisschen halt nicht normal. Aber es ist nicht spannender in dem Sinn als die meisten anderen Jobs. So, ich will auch nicht das falsche Bild vermitteln, das ganz viel vermittelt von wow, wir leben so ein Traumleben und es ist so crazy und alle wollen Influencer werden und so. Es ist cool, wenn ihr Influencer werden wollt, aber es ist nicht einfach. Okay Leute, wir sind wieder auf der Handykamera, weil jetzt gehe ich und ich laufe sicher nicht mit meiner hohen Kamera rum.
That's the outfit. Wir reden nicht drüber. Also ich war jetzt im DM, also ich bin übrigens im Deutschen am Einkaufen, wie immer. Und ich habe immer das Gefühl, so, ja, da bin ich safe, aber das sind ja mehr Schweizer als Deutsche, Alter. So, Alverde Libliner. Oh, hure peinlich, da fahren so viele Leute an. Wenn die Leute nicht arbeiten, wer das stinkt hure nach Furz oder so. Dann habe ich 2 von diesen kleinen Deos gehabt. Dann so Mini-Desinfektionstücher und Feuchttücher, um aufs WC zu gehen, weil fast das, wenn es auf einem öffentlichen WC so das grusige Scheiß einlagige WC-Papier hat, das so gefühlt aufs Karton steht. So, Bro, sorry, also so kann ich Leute wegwischen. Jetzt gehe ich in den Fressnapf. So, Friends, ich nehme jetzt meine Podcast-Folge auf. Das mache ich übrigens in unserem Büro. So, mitten in meinem huren Papierkram. Ey, heute geht es ums Thema selbstständig sein in so jungem Alter. Selbstständig erwerbend. Selbstständigkeit, Beruf. Ich habe ganz schnell gemistet und muss ich noch ganz schnell putzen und dann muss ich duschen und ready machen und gehen. Hey Leute, wir sind jetzt bei unserem Kollegen daheim und ich hatte 3 Brambles gehabt. Wenn ihr wisst, was Brambles sind, Slay. Und wenn nicht, probier mal einen Bramble, falls du Alkohol trinkst. Bramble ist das einzige, was akzeptabel ist, nebst einem sehr süßen Mojito. Okay, ich will euch einfach nur das Dilemma erzählen. Also, unser Kollege, das ist jetzt gerade seine neue Wohnung. Das ist seine neue Handseife. Alle haben daran geschmeckt. Ich bin aufs WC. Alle vorher schon so, wow, die Seife schmeckt so geil. Das heisst, ich kann jetzt nicht meine Hände nur mit Wasser abwaschen, weil sonst wüssten alle, dass ich die Seife nicht gebraucht habe, weil jeder weiss, wie die hure Seife schmeckt. Und alle wollen an dieser hure Seife schmecken. Normalerweise bin ich eine grosse Vertreterin davon, Hände mit Seife zu waschen. Aber wenn die Uhrzeit vorgeschritten ist und ich einen Tropfen Alkohol im Blut habe, sorry, wir sind ja alle grusig. Wieso muss ich meine Hände waschen? Jetzt habe ich meine Hände waschen. Pfingstrose, Litschi-Duft. Hallo zusammen. Meine Kollegen sind alle scheiße. Was ist euer Statement dazu, dass wir mit der Wemse befreundet sind? Sie ist nicht so cool wie online. sie ist online cooler. Aber gut, naja. Weißt du, was R&B ist? Ein Genre. Falls ich adoptiert werde, dann ist mein Name, kann man umändern zu ACAB. Weißt du, was ACAB heisst? Nein. Leute haben auch so Kollegen, die nicht wissen. Also Kollegen wissen nicht, was ACAB heisst und was ist das? Ich möchte schon an der Hand zeigen. Ich habe gerade im Vlog erzählt, dass ich jetzt muss meine Hände waschen mit Seife, weil alle wissen, wie die Seife schmeckt. Und wenn ich nicht Seife gebraucht hätte, dann wäre es voll Nein, aber abgewiesen. ich weiß auch nicht, wie sie schmeckt. Sie ist voll Und ich habe sie gekauft. Doch, aber ich schmeckt doch nicht an meine Hand. Fresse, du hast sie noch nie gebraucht. Es wurde McDonald's bestellt. Es ist der Morgen danach. War eine crazy Nacht, Leute. Spaß, Mann. So Zeug ist nur geil, weil die Leute geil sind. So. Trinken und so ist voll lame sonst. Aber mit denen ist geil. Gestern ist gar nichts mehr gelaufen. Ich war nach dem Chillen, hure müde. Und jetzt mache ich mich ready, um in die Hundeschule mit der Tilda und ich habe gar keinen Bock. Girl Dinner! Wir gehen eben heute zum ersten Mal so in die Stadt. Also, Bro, bei uns ist nicht eine Stadt, aber so ins Dörfli. Gehen Lift fahren, in den Zug einsteigen, so diese Sachen. Ich bin immer wieder der grösste Boomer in diesen huren Hundeschulen. Weil die anderen sind halt alle so erwachsen. Und dann probiere ich mich einfach so nerdy darzustellen, damit ich so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit habe. Weil sonst sehe ich halt wirklich aus wie ein 12-jähriges Kind. Und die fragen sich, wo meine Eltern sind und wieso ich allein mit meinem Hund da muss wahrscheinlich. Ja, das war so mein cozy Sonntag und meine Loki einfach nur cozy Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Let me know, wenn ich mehr so Vlogs machen soll. Ich finde aber immer so, also keine Ahnung, alle schreiben mir, sie würden das mega gerne schauen. Und ich bin so, oh mein Gott, aber es ist doch mega langweilig. Darum let me know, wenn es nicht langweilig ist. Schreibt bitte irgendeinen Kommentar, weil sonst habe ich wirklich das Gefühl, so, keine Ahnung, was die Leute denken. Danke fürs Schauen. Und wir sehen uns wahrscheinlich irgendwo auf TikTok, Insta, bla bla bla. Bis ich da wieder mir getraue, ein Video zu machen. Adios, meine lieben Girls and Boys.
Dab. Yeah.